Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Marvel wird am Kino zugeschlagen und ob man das gerne mit Thunderbolts mehr wie einfach nicht mehr mittelmäßig geht servieren kann, das guckt mal an dieser Episode an. Disney hat aus der letzter Zeit, wie ich das eben schon an all Review irgendwie so gepredigt tun, mit Marvel und auch Star Wars ziemlich Henke gelos. So richtig krass Sachen haben wir eigentlich am Marvel-Universum Center Endgame nicht mehr gesehen. Der Best, was man bislang krute, war daneben okay, bis hin eben zu katastrophal. Auch der letzte Captain America hat halt viel zu wünschen übrig gelos, aber trotzdem kann den schon durchblicken, dass es vielleicht einfach an Zukunft ein bisschen mehr auf die Aalschiene geht, so wo Marvel nach Peak war, und das machen sie eben lo mit Thunderbolts. Oder probieren sie auf jeden Fall mit Thunderbolts da drin hinzukriegen. Die Story ist high, aber auf jeden Fall ziemlich vielversprechend. Thunderbolts sind eine Gruppe und Söldner, die eben ein bisschen mehr aus ihrem Leben wollen machen, wie einfach nur einen Auftragskiller zu sehen, weil kein Doma da einen Deal versprach. Jeder einzeln an, dann sollen sie ausgespielt gegen den einen für sich eben selber zu beseitigen. Sie haben allerdings so bis die einer Pläne an Lust nicht einfach so mal zu schmähen an, rotten sich kurzerhand gezwungenerweise ein bisschen zu summen. Die verschiedenen Cap, die heute daneben zu Summe gestartet gehen, sind eigentlich da schon prädestiniert dafür, dass sich der ganz dann irgendwo abreiben kann. Aber genau da mischt Thunderbolts auch relativ interessant. Hier könnt dann noch ein weiterer Charakter mit dabei, den Bob, den eigentlich recht unscheinbar für dich wirkt, aber ein kleines Geheimnis nach an sich verbirgt. So mal durch Thunderbolts mal endlich ein paar Prämissen, die wenigstens ein bisschen mehr interessanterem gesehen. Hier kriegen wir ganz am Stil von den alle Captain America Filmen mal endlich Politik an Thema herabbrüht, und Marvel traut seinen Zuschauer auch endlich die Themen zu. Das hat mir persönlich schon mal ganz viel Freude gemacht, heute gesehen, dass das ganze Thema auch endlich ein bisschen mehr seriös kann gehen. Auf jeden allem, wo Thunderbolts ganz gut Punkte kann, was mich wirklich extrem überrascht wird, als das Heimat Angst gespielt wird. Also das Thema Angst, Depressionen und Traumata gehen hier behandelt an. Es sieht ganz überrascht, wie weit Marvel sich dann nur endlich ein Käse Fenster gelehnt wird, also für hier Verhältnis auf jeden Fall, für so echt Themen zu behandeln und das dann auch noch auf seine gut Aderweise Szene zu setzen. Und da war man ja gewinnt, dass alles da war Marvel ein bisschen mehr seriös soll gehen, als irgendein dumme Witz kommt, den die ganze Stimmung versaut wird. So nicht bei Thunderbolts, hier gehen Emotionen noch mal zugelos, hier gehen Charakterentwicklungen zugelos, und hier können Charaktere noch endlich ein bisschen scheitern. Allmächtigkeit, wie man das schon an seinen letzten Filmen so ein bisschen gesehen und das als hier River. Hier dürfen Helden auch mal scheitern, und hier dürfen Helden auch endlich mal ein bisschen Charakter weisen und auch Emotionen zulassen. Und das ist mega gut. Hier kann jemand seinen Helden richtig schön matt favoren, und nicht gesehen während den 2 Stunden richtig schön matt an Szenen hergehabt. Trotzdem ist der Humor hier nicht verloren gegangen. Hier sind diverse Szenen dran, die wirklich auch Humor zulassen, die gute punktuierten Humor haben. Nicht so viel, aber genau richtig dosiert. Thunderbolts möchte so eben ganz viel richtig. Auch der Cast hat mir ganz gut gefallen. Natürlich an der ersten Reihe Florence Pugh wird wirklich ihrem eng wahnsinnig gut Roll aufliefert. Da wird irgendwie kann ich so irgendwie an all Filmen, wo es macht möchte, immer ein bisschen mehr Wert für das Ganze, dass das Ganze ein kann Loot hier. Hat spielt halt wirklich einen wahnsinnig starken Charakter und lädt eine wahnsinnig gute Performance auf. Und auch die Action, endlich knallt es morgen so richtig. Schlägt Humor einen richtigen Impact, verursachen endlich morgen etwas, Platz einfach nicht mehr irgendwie so an der Luft zu versuchen. Die Action ist so mal da eben auch genau richtig punktuiert, an Marvel kann endlich an allem Glanz erscheinen, so wie man das eben schon seit langem nicht mehr hatte. Thunderbolts ist da wohl der beste Marvel-Film, den man seit langem kriegt. Und für allem schon mal an diesem Jahr, ich denke auch am letzten Jahr schmengen, du stichten auch schon extrem positive raus. Seit der Endgame fand man wirklich kein Marvel-Film, an dem er so gut gefallen hat wie Thunderbolts. Und das ist genau die Schiene, die Disney muss weiterführen. Matt, wann es lief so weiter, lost Emotionen zu, lost Helden scheitern, los es mit den Helden matt favoren, und schneid auch gerne mal mir echt Themen an. Weil nimmen so bleiben die Filme relevant und machen noch etwas mal denken. Wie gesagt, aber bei ihr, hast du dir den Film schon gesehen, aber wie hat ihr Thunderbolts gefallen? Und geht es vielleicht einfach nach No Endgame ein Marvel-Film, wo du so, oh nee, der war aber auch mega gut. Erzählt mir das ganz gerne in den Kommentaren. Und in dem Sinne verabschiede ich mich schon, und dann wünsche ich noch ganz viel Spaß im Kino mit Thunderbolts. Ciao!